Die Geschichte Nummer 92. Ditmal von wat dat MCC nich is, en wo der so viele Oldkolonien en Sommerfelder dort in den 1950er Jahren mal so abgeführt haben, was waren das MCC eine Gemeinde oder eine Konferenz von Gemeinden ist. Was ist das MCC nicht? Das Mennonite Central Committee oder verkehrt, das MCC ist nicht eine Gemeinde und auch nicht eine Konferenz von Gemeinden. Aber viele von unseren Oldkolonien in Sommerfelder Mennoniten wohnen in Mexiko oder in anderen Mädel in südamerikanischen Ländern wohnen, oder auch noch viele von denen wohnen von diesen Ländern auch nach Kanada gekommen sind. Die leben was von der noch immer, dass das MCC eine gewisse Gemeinde oder eine gewisse Konferenz von Gemeinden ist. Woran oder wodurch haben so viele von unseren Mennoniten dort in Mexiko mal so abgeführt, dass das MCC eine Gemeinde oder eine Konferenz von Gemeinden ist? Zu dieser Frage gibt es keine einfache Antwort. Aber ich glaube, wenn wir versuchen wollen, uns da ein bisschen nachzudenken, was in den 1950er Jahren allermann uns Oldkolonien in Sommerfelder Mennoniten in Mexiko passiert ist, dann wo wir wenigstens zum Teil verstehen können, wodurch viele von unseren Menschen diese Abfuhrung gekriegt haben, dass das MCC eine gewisse Gemeinde ist oder vielleicht sogar eine gewisse Konferenz von Gemeinden ist. Und ich will in den nächsten paar Wochen versuchen zu schildern, wie viel sehr schwierige Sachen in den 1950er Jahren manch unserer Mennoniten in Mexiko passiert sind, wo sehr viele Bürger damals ausgearmt in der Not geraten wären, wo das MCC die ärmsten Bürger dabei auf verschiedene Wege versucht mitzuhalten, und wo hunderte Familien in ihrer Armut vertriebelt allmählich versuchten, Hilfe zu finden von der Canadian Mennonite Board of Colonization und von dem MCC, um zurück nach Kanada tragen zu können und so weiter. Und wenn wir das alle in Bett durchgedacht haben wollen, dann glaube ich, wo wir klar sein, dass das große Durcheinander bestimmt sehr viel zu dieser Abfuhrung beigetragen hat. Und wenn ich von all diesen Sachen reden will, dann will ich hier und da morgen, dass ich dabei vieles wiederhole. Dass ich von Sachen verteile, wovon ich auch einmal was gesagt habe. Aber dadurch, dass ich in den letzten paar Monaten hunderte Seiten von in den 1950er Jahren geschriebene Briefe und Berichte gelesen habe, wo in dem Mennonite Heritage Center in Winnipeg abgewahrt wurden, nun sind mir unsere Mennoniten ihre Probleme in Mexiko, wo sie durch die 1950er Jahren gehabt haben, noch sehr, sehr viel gerader geworden. Wenn die mal in Winnipeg an den Mennonite Heritage Center sind und die diese Korrespondenz durchstöbern wollen, dann fragt da nur die Canadian Mennonite Board of Colonization Files Nummer 1176 in 1327. In nur meine eigenen Beobachtungen noch von der ersten Hälfte 1950er Jahren an, was in den 1960er Jahren, dann haben all diese Sachen, von denen ich nu reden will, sehr viel dort beigetragen, dass so viele von unseren Oldkolonien in Sommerfelder Mennoniten dort damals so abfoten, als wenn das MCC eine Gemeinde oder eine Konferenz von Gemeinden wäre. Dann so ist damals in Chihuahua viele Dinge getan worden von den verschiedenen Ausländern, meistens ohne Älteste und Oms, dort zu informieren über was man unsere Menschen getan wird und wo wären. Dort kann ich anders als Verwährung anrichten über wer diese fremden Menschen wären. Die erste kanadische und amerikanische Prediger und Schullehrer wohnen in Chihuahua, mang de Hoffnungsauer Oldkolonien in Sommerfelder Mennoniten arbeiten kämen, die wären alle MCC-Arbeiter, wohnen entweder von Kanada oder von den Vereinigten Staaten kämen.
En MCC-Beamte en Konferenzangestellte kämen in de eerste helft 1950 Jahren in Chihuahua manchmal ook Kolonieën en Sommerfelder rumschneppern, ganz ohne dat ze de ältesten ooms en voorsteher informierten darüber, wat ze geschickt worden wären, dort zu untersuchen. Ich glaube, dass wir in dem Jahr 1950, als das MCC die Hoffnungsauer Gemeinde in Cuauhtémoc einen Prediger stellt, en ook schoolleiders voor ihre Schule in Cuauhtémoc. En op de Santa Clara Sommerfelder Siedlung wie 1950 ook al een schoollehrer van Manitoba, wonen door atelige buren ihre Kinder Schulunterricht geeft, en dort wie ook een MCC-arbeider. En dan, een paar jaren later, werden de schoolleiders op dem Radekopfrancho bij Santa Clara ook MCC-arbeider. En ik geloof dat we al van 1952 aan, dat het MCC van Cuauhtémoc uit ook nog manche oude kolonieën en Sommerfelder Mennoniten met allerhand noodlinderungsarbeid aanvangt. En ook bald nog met een zogenaamde Versuchsfarm, om met verschiedene Getreidesorten en Kunstdinge te experimenteren. En wils diese Arbeiter alle von dem MCC angestellt worden und alle in der Hoffnungsauer Kirche zum Gottesdienst fuhren, haben viele von unseren Mennoniten dort in Mexiko mal so abgeführt und angenommen, dass das MCC eine Gemeinde oder eine Konferenz von MCC-Gemeinden war. Denn das MCC deed ihre Notlinderungsarbeit dort titwillig durch Bernhard H. Jansen, den damaligen Prediger von Hoffnungsauer Gemeinde. An diese Sachen erinnere ich mich noch sehr gut und klar. Wir wohnten nicht bei meinen Eltern, aber ich arbeite von 1950 bis 1954 wirken doch noch tüß in unserem kleinen Dreckergeschäft. Und Prediger Bernhard H. Jansen kam manchmal jeden Abend noch schwindend im Bett bei meine Eltern auf dem Hafen ab, und wenn uns Vater dann nicht tüß war, dann unterhielt er sich mancherlei mit mir und meine Brüder. Wir gleichten diesen Onkel, und ich glaube, er gleicht uns auch. Im Sommer 1954 wohnten Geschwister Wilhelm und Katharina Rempel und wir, meine Frau und ich, mit unseren 3 Kindern taub, all auf Walter Schmiedehaus in einem Rancho dicht bei Cuauhtémoc. Und als Bruder Wilhelm, meine Frau und ich, einen Sonntagmorgen nach Neuenburg, nach die Kirche fahren wollen, dann wird der Kanal zwischen Blumenthal und Neuenburg ganz voll Wasser, so dass wir da nicht durchfahren können. Und als wir dann träg nach Hause fuhren, dann waren Bruder Wilhelm und ich uns einig, wir würden nach Cuauhtémoc fahren und an dem Gottesdienst in der Hoffnungsauer Kirche teilnehmen. Und wir kämen sogar noch rein, auch an der Sonntagsschulklasse teilzunehmen. Das wird das erste Mal, was wir beide an eine Sonntagsschulklasse und an eine andere als Alkoholische Kirche werden. Beides, die Sonntagsschule und auch das Gottesdienstprogramm, wäre für uns in Bett fremd, aber lehrreich. Ich habe nicht beholen auf Prediger Bernhard H. Jansen die Predigt an diesem Sonntagmorgen verdrüch, oder auf das vielleicht Prediger Peter Jansen wäre, wo in Cuauhtémoc wohnt und auch einer von der Russland-Mennoniten wäre. Aber weil ich all 3 Jahre Schullehrer gewesen wäre, interessiert mich ganz besonders die Sonntagsschulklasse, wo die Lehrer einen gewissen Bibelaufschnitt auslegt und mit Studenten darüber redet. Die meisten Oldkolonien in Sommerfelder Mennoniten in Chihuahua werden damit bekannt, dass die Leute, die zu der Hoffnungsauer Gemeinde in Cuauhtémoc gehörten, dort wären, zoals wir dort damals sehen, die Russland-Mennoniten. Und viele von unseren Oldkolonien in Sommerfelder kannten auch die Hoffnungsauer Gemeinde ihren Prediger Bernhard H. Jansen. Und Krieg willst dort MCC damals titwillig diesen Prediger brucht durch ihre Notlinderungsarbeit manche Oldkolonien in Sommerfelder zu daunen, oder wenigstens diese Arbeit dort zu überseinen, sagen viele Sommerfelder und Oldkolonien und auch viele von ihren Gliedern dort sehr stark so an, als wenn so eine Gemeinden aus der Hoffnungsauer Gemeinde in Cuauhtémoc MCC-Gemeinden wären. Nie wenigstens ist das all damals sehr stark zu fair gekommen, als wenn das so schaffen deed, mag unsere Mennoniten.
In einem Terugkijken oder terugdenken, dat ich all dort, wat ich in de wiederholt erwähnte Korrespondenz fing, dann vielleicht noch immer stärker so, dass das der Fall gewesen ist. Wir haben allmal gesagt, dass zwei Russland-Mennoniten-Familien, Heinz Goosen und Cornelius Teibsen, auf der Santa Clara Sommerfelder Siedlung abgetroffen wären, und dort Goosen, Teibsen, Heinrich Friesens von Weidenfeld Nummer 51, en aantal andere Sommerfelder Eltern auf dieser Siedlung mit ihrer eigenen Schule angefangen haben. Aber ich wüsste nicht viel Einzelheiten von, wo dort zu einem Anfang mit dieser Gruppe Sommerfelder Familie ihre eigene Schule gekommen wäre. Aber nun habe ich mich von Prediger David Friesen sehr viele Einzelheiten von diesem Schulanfang vertalen gelassen. Und ich will hier nu versuchen, kurz topgevoerd weiterzugeben, was er mir davon vertelt hat. Ich hoffe aber, dass Prediger David Friesen nochmal die viele sehr dramatische Einzelheiten von diesem Ereignis beschrieben und veröffentlichen wird. David Friesen sagt, meine Eltern Heinrich Pei und Katharina Friesen, Cornelius Teibsen, Heinz Goosen und einige andere Sommerfelder Eltern wollen all jahrelang jeden besseren Schulunterricht haben für ihre Kinder, als Sommerfeldsche Schullehrer imstande wären zu geben und als die Sommerfelder uns gegeben haben wollen. Aber scheinbar trüden oder werden sie nicht recht, ihre eigene Schule anzufangen. Und dann, als Onkel Teibs in dieser Zeit einen Tag Bernen auf der Bank gelegen und Mittagsschlupf geholt hat, dann soll er da von einem eigenen Schulanfangen geträumt und dabei über Leute gesagt haben, ja, eine Schulbühne, dort wird wir wohl noch kennen. Aber wo wird wir die Schullehrer hernehmen? Onkel Heinrich P. Friesen, David sein Vater, hat Lothar von diesem am Schlubreden so gesagt. Ich glaube, Onkel Teibs schläft gar nicht, was er dort sieht. Er wollte es all einmal sagen, aber er will sich dort bloß nicht öffentlich zu sagen. Und dann deed er so, als wenn er schläft und sie dort vergeblich in seinem Mittagsschlaftraum. Wo immer dort auch gewesen ist mit Onkel Teibs seinem Mittagsschlaftraum, dort qualifizierte Schullehrer fingen für einen besseren, mehr adäquaten oder angemessenen Schulunterricht für ihre Kinder zu finden, dort wir, als sie dort erst werden, noch nicht in ihrer Schule, aber in einem Haus ihre eigene Schule anzufangen, auch gar nicht leicht getan. Und wenn sie mal einen Schullehrer hatten, dann deden die Sommerfeldsche Lehrer alles, was sie können, den nicht auf ihre Siedlung unterrichten zu lassen. Für das Schuljahr 1946/47 wird Prediger Peter Jansen von Kortemuk in dieser Gruppe Büres ihre eigene Schule in einem Haus am Weidenfeld Schullehrer. Aber diesen Schullehrer schickten die Sommerfeldsche Lehrer dort bald weg. Nachdem versuchte diese Gruppe dort noch mit ein paar anderen Schullehrern, aber dort schafft auch immer weiter nicht. Und dann, für das Schuljahr 1950/51, wie Daniel Peters, ein Sohn von Daniel Peters in Blumenurt, Manitoba, der Schullehrer in dem Dorf Weidenfeld Nummer 51. Daniel kam nach Chihuahua als freiwilliger MCC-Arbeiter. Bald 1950 hat diese Gruppe Sommerfelder Familie ihre eigene Schule in einem Port von einem Wohnhaus auf Heinrich Pei in Katharina Friesens ihren zweiten Hof in Weidenfeld, aber nu, dort hat MCC an einen Schullehrer stellt, nu fangen sie 1951 an, ihr eigenes Schulhaus zu bauen. Sie bauen dort auf Heinrich Friesens ihre zweite Bühne steht, an der anderen Seite Gas. Der Schullehrer wie Daniel Peters, er arbeitet in Chihuahua unter das MCC, aber er wäre da bloß mit einem Touristvisa und dort wird von ihm verhängnisvoll. Dann die Sommerfelder Lehrerschaft will dort entschieden verbieten, dass sich auf ihrer Siedlung nicht soll ein alternatives Schulwesen entwickeln können. Ihre Vorsteher nehmen die Ölkolonie ihre Vorsteher zu helfen und fragen Walter Schmiedehaus in Chihuahua, wo sie dort merken sollen, dass sie den kanadischen Schullehrer von ab ihrer Siedlung wegschicken können. Und Schmiedehaus steht an ungefähr so: Wenn das Schullehrer bloß ein Touristvisa hat,
dann braucht die Immigration bloß sagen, dass das Mann dort arbeitet ohne ein Permiso. Und dann wollen die den all wegchecken. Der Vorsteher deiden, was Schmiedehaus an Rotjeif zu tun, und mexikanische Beamte kamen und sehen Daniel Peters ungefähr so. Du hast 48 Stunden Mexiko zu verlassen. Und er Vorträge nach Manitoba. Und dann, nach diesem Ereignis, bot die David Redekop-Familie diese Sommerfelder Familie an, dass sie ihre Schule auf ihrem Rancho haben dürfen. Redekops ihre mennonitische Arbeiter, die auf ihrem Rancho wohnten, die hatten auch Schulkinder. Und dann hat diese Gruppe Sommerfelder Familie noch eine ganze Reihe von Jahren mit der David Redekop-Familie von Coctemoc eine Schule auf dem damaligen Redekops Rancho. Das Rancho war dicht bei der Santa Clara Sommerfelder Siedlung. Und diese Schule unterrichten auch kanadische Schullehrer, die dort in den ersten Jahren auch noch unter dort MCC schafften. Und dann later, ich glaube, das wir von 1954 an, wir dort die Allgemeine Konferenz, oder die General Conference, wo die Prediger in Schullehrerarbeit in Chihuahua übernehmen, in der Hoffnung, dass Kirche ihre Prediger und Schullehrer stellt. Mit dieser Gruppe Sommerfelder ihrem Schulbühnen in Weidenfeld wird dort, als Schullehrer plötzlich weggeschickt wird, gerade so weit gekommen, dass die Wegen abgebaut werden, in der Anfang gemerkt worden wir, das Dach hinabzubringen. Aber da bleibt das dann bei. Das Schulgebiet ist keinmal fertig gebaut worden. David Frieden sagt, sei Kinder haben während diese Wegen wohl noch für eine Schule gespielt, aber diese Eltern ihr eigenes Schulgebiet in ihre Träume von einem besseren Schulwesen für ihre Nachkommenschaft erst für die Sommerfelder vernichtet worden, hat niemals konnt Wirklichkeit worden. Prediger David und Trudy Friesen wohnen von der 2005 hier in Winkler, Manitoba. David was auf der Santa Clara Siedlung ab. Er hat all diese Sachen dort mitbelebt. Und er hat mir, was ich hier davon sei, geholfen so zurechtstellen, dass ich glaube, das Bild von der Sommerfelder ihrem Konflikt, während er fehlte, leicht gesunkenes Schulwesen in den 1940er und 50er Jahren, ist hiermit einigermaßen klar geschildert worden. Dankeschön, David. David seine Frau Trudy ist in der Blumenauschule 80er Jahren Lehrer gewesen. Hier muss wir für das Mal weiter aufbrechen. Nächstes Mal noch mehr von was dort MCC nich ist und wo ich so viele Kolonien in Sommerfelder dort in den 1950er Jahren mal so abgeführt haben, als wann dort MCC eine Gemeinde oder eine Konferenz von Gemeinden ist. Was nächstes Mal. Ich bin George Rempel.